الله أكبر Rahmatullahi wa barakatuh. Wir als Muslime müssen uns immer wieder ein Vorbild nehmen, an erster Stelle an den Propheten Muhammad sallam und danach an seinen Gefährten. Denn Allah subhanahu wa ta'ala lobt diese Gefährten im Koran an vielen Stellen und das ist ein Beweis dafür, dass wir uns ein Vorbild an ihm nehmen müssen. Einer dieser Gefährten, und zwar einer der größten Gefährten des Propheten Muhammad sallam, der zu den 10 gehörte, und es gab noch andere, aber die besonderen 10, denen das Paradies zu Lebzeiten versprochen wurde, und zwar Abu Bakr, Umar, Ali, Uthman, Talha ibn Ubaidullah, Az-Zubayr ibn al-Awam, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Einer der Gefährten, die zu den 10 die großen Gefährten gehörten, denen das Paradies zu Lebzeiten versprochen wurde. Sein Name ist Talha ibn Ubaidullah. Talha ibn Ubaidullah war mit 15 Jahren ein Händler gewesen und ging in den Irak. Dort in Irak traf er auf einen Gelehrten von Ahlul Kitab. Dieser Gelehrte von Ahlul Kitab rief: Wo sind die Leute von Mekka? Wo sind die Leute von Mekka? Wo sind die Leute von Mekka? Und Talha ibn Ubaidullah als Jugendlicher ging zu ihm und sagte: Ich bin von den Leuten, ich komme aus Mekka. Da sagte er zu ihm: Ist bei euch in diesem Zeitalter schon Ahmed aufgetreten? Und Ahmed ist ein Name vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und Talha ibn Ubaidullah sagte: Nein, also nicht, dass er wüsste. Und da meinte dieser Gelehrte von Ahlul Kitab, von den Leuten der Schrift: In diesem Zeitalter wird Ahmed bei euch auftreten, Mohammed, und er wird der letzte Prophet sein. Und sei du der Erste, der ihm folgt. Lasse niemanden dir zuvorkommen, ihm zu folgen. Und diese Worte hat Talha aufgenommen. Und wir, die schon an den Islam glauben, weil er kannte zu diesem Zeitpunkt den Propheten nicht, wir, die den Propheten kennen seit Kindheit oder seit langer Zeit, die immer in der Moschee von ihm gehört haben, von seinen Eigenschaften, wir müssen uns alle sagen, wir müssen aus dieser Lehre von Talha etwas lernen, dass wir zu uns sagen, das, was dieser Gelehrte von Al-Kitab zu ihm gesagt hat, dass wir die Ersten sind, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen. Deswegen sei du, Schwester, sei du die Erste, die in deiner Klasse das Kopftuch anträgt. Die in deiner Klasse das Kopftuch trägt. Sei du die Erste, die das Gebet vorstellt. Sei du der Erste, der das Gebet vorstellt. Sei du der Erste, der keine Freundin mehr hat, der sich rein verhält. Sei du der Erste, der zur Hajj fährt. Sei du der Erste, der beginnt, Islam zu studieren oder den Koran auswendig zu lernen. Wir müssen immer versuchen, die Ersten zu sein. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Das ist eine Eigenschaft von denjenigen, die ins Paradies kommen. Dass sie sich bemüht haben, zügig gewesen sind in den guten Taten. Jedenfalls kam Talha ibn Ubaidullah, kam er nach Mekka und traf auf Abu Bakr. Und es wurde ihm erzählt von dem Propheten sallam, und er nahm den Islam sofort an. Als 8. Mensch den Islam angenommen hat, wird gesagt. Und sein Gesicht strahlte vor Iman. Und wir wissen, dass Allah im Koran sagt: Denken die Menschen, dass sie nur sagen, wir glauben, das heißt mit ihrer Zunge, und dass wir sie nicht auf die Probe stellen werden. Das heißt, wir werden die Probe kommen, ob wir die Wahrhaftigen sind und die Lügner. Möge Allah uns zu den Wahrhaftigen machen. Möge Allah uns zu den Wahrhaftigen machen. Und die Probe kam, er wurde von seiner Familie zusammengeschlagen, gefoltert, geschlagen, auf die übelste Art und Weise. Aber er hat niemals nachgegeben, hat an dieser Religion festgehalten. Und deswegen, wir wissen, bei dir ist es auch so.
Vielleicht wir wissen, wie viele Mädchen dazu gezwungen werden, kein Kopftuch anzuziehen. Vielleicht wird man dich bedrohen, vielleicht wird man dich schlagen, aber wisse, dass Allah mit dir ist. Wenn du etwas für Allah tust, kann es niemals schlecht für dich sein. Deswegen habe den Mut und wisse, dass wenn sich die ganze Welt versammelt, um dir zu schaden, sie können dir nicht schaden, außer was Allah für dich geschrieben hat. Und das ist gut für dich. Und wenn sie sich versammeln, um dir irgendetwas zu nützen, so können sie dir nichts nützen, außer was Allah für dich geschrieben hat. Das muss man ganz genau verstehen. Aus dieser kleinen Botschaft von Talha ibn Ubaydullah, diese einigen Punkte, man könnte von dem ganzen Leben erzählen. Man könnte erzählen, wie mutig, wie tapfer er gewesen ist. Wie er in der Schlacht von Uhud, wo der Prophet gesagt hat, der ganze Tag von Uhud gebetet, Talha, wie er seine Hand ausgestreckt hat, als ein Pfeil auf den Propheten geschossen kam und er diesen Pfeil aus der Luft in seine Hand aufgenommen hat. Und welche Schmerzen haben wir heute für die Religion genommen? Jeder von uns ist noch nicht mal bereit, die Wahrheit zu sagen und zu sagen, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sondern die meisten verstecken sich hinter ihren Mauern, hinter den Mauern vor den Gefahr. Anstatt offen und ehrlich zu sagen, Islam ist die einzige Wahrheit. Und wir, um das nochmal zu tun, sind keine Leute, die Gewalt predigen, sondern wir sind Leute, die predigen, die den Frieden predigen und die doch zur selben Zeit dazu aufrufen und den Menschen klar machen, dass es nur einen wahren Weg gibt. Und das ist der Islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dies sind einige Lehren. Möge Allah uns zu denjenigen machen, die bereit sind, ihr Leben voll und ganz Allah zu widmen. Udkhulu fi silmi kafa. Amin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين آمين. الله